Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch von unserer Seite also merci an den Herrn Staatsminister und der Minister, den Hauderemenke, hier an der Chambre präsent sind, für mit der Chambre zusammen zu diskutieren, wie wir als Land am besten über diese schwierigen Zeiten wegkommen. Ich meine, zusammen haben wir alle Überlegungen und Decisionen diskutiert der Gestalt, und als ewig Priorität haben wir immer die Sicherheit und die Gesundheit von unseren Bürgern an den Vordergrund gestellt. Ich gebe Mengen, wenn ich heute zurückguckt, muss ich sagen, dass wir mir nicht nur als Politik zusammen, sondern vor allem auch mit der ganzen Population ein positives Resultat heute können aufweisen. Am Anfang von der Krise, Herr Präsident, hat der Herr Staatsminister und der Finanzminister gesagt, die Staatsfinanzen sind an der Reihe, was das kostet, geht auf der Strecke los. Aber wie ich das höre, Herr Präsident, da habe ich mir gedacht, da haben wir aber noch zwei den Mund ein bisschen vollgeholt, etwas was versprach, was ich mengen, was sicherlich nicht kann, so an der Integralität respektiert gehen. Sind Staatsfinanzen an der Reihe? Auf den ersten Blick muss ich so ja. Guckt den aber mehr genau, darf das nicht der Fall sein. Sind die Maastricht-Kriterien als fixiert, dass die Schuld von einem Staat nicht so über 60% vom PIB klammen. Lützeburg kann hilfreich sein, wir haben bis heute fertig gebracht, die Grenze bei 20% zu halten. Und das sind die Maastricht-Kriterien. Wir bannen auch immer eine Einstimmigkeit, eine große Unanimität, entschuldigt, dass ihr als Kleinland mit einer kleinen Ökonomie nicht so die 60% abheilen, mit 30% für vorsichtig für ein kleines Land. Da wurde ich auch immer an unseren Budgetdebatten immer gesagt, dass der Staat nicht hingehen und versichern, wenn er Schulden abhält, auch Kapital zurückzubezahlen, für die Schulden so niedrig zu halten wie möglich und eine Spitze zu haben, für wann eine Krise kommt. Tun da viel von ihr schon mal gesagt, erzählt alle Jahre dasselbe, mit das kein Jahr mehr falsch geht. Und hauptmengen ich, können wir sagen, dass ich immer recht habe. An guten Zeiten möchte ich kein Emprunt, da guckt er mit dem Geld, was der Rakete auszukommen, es bezielt den seine Schulden und es versichert den Reserven umzulösen. In der Sprachwort steht, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Wir haben noch heute an den Staatsfinanzen kein Mut mehr. Für Jahre hatten wir immer ein Mut an die Betriebe leihen, weil eben Steuern nicht alle gut angezogen von den Verwaltungen, die die Betriebe zu bezahlen hatten. 2008 bei der Krise hatten wir die Mut, und wir konnten dann Steuern ranziehen, die an die Betriebe luchen, und wir konnten dafür vielleicht finanziell besser über die Krise kommen. Heute haben wir keine Reserve mehr an die Betriebe leihen. Aber wir müssen feststellen, dass nach dem Krise quasi immer und am Gangen, also wenn die ersten Schätzungen konnte gemäht gehen, dass der Staat am Anfang des Jahres, das Staatsbudget, ein Defizit von 5 Milliarden, möchte den Defizit, den muss an Relation stellen, mit dem globalen Schiffer von dem Staatsbudget, den 223 Milliarden, also die 5 Milliarden, ganz viel Geld. Wir wissen, dass doch nächstes Jahr 2021 nach muss die Schulden abgeholt gehen und dass dann die 20% ungrenzt von den 30% der vorkommen. Lassen wir nach Chance, so wie der Herr Finanzminister als Dienstag erklärt hat, dass der Finanzsektor praktisch nicht viel bislang von der Finanzkrise getroffen ist, so wird die Situation sicherlich für uns ganz dramatisch. Ich gebe auch dafür proposieren, Herr Präsident, dass ein Präsident von der Finanzkommission auch so eine Sitzung anrufen, wo die Einzelresponsablen von der Steuerverwaltung, am Enregistrement an der Douane, als gibt eine Bilanz sehen, welche sind Perspektive für das Jahr gesehen, welche die Chiffre gekommen sind, warten Sie mengen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Destinationen
von den Verwaltungen ganztags immer bei der Realität luchen, bei dem, was uns am Vier aus gesucht haben. Wir müssen unserer Meinung nur direkt nur den Krise gucken, dass wir die finanzielle Sputier kriegen, dass wir den Prozentsatz auf 20, aber wir die drinnen hochgesagt kriegen, weil die nächste Krise, die kennt bestimmt, aber wenn wir dann nicht die finanziellen Reserven möglich machen, dann geht die nächste Krise von 30 auf 40% drauf. Ein zweiter Punkt ist, ob wir keinen auf der Strecke lassen. Es geht leider auf der Strecke los, das sowohl was Salariat anbelangt, wie dadurch was die Entreprisen anbelangt. Wenn wir das Salariat gucken, gesehen, wie viele Leute allein am ersten Monat von der Krise zusätzlich an den Chômage gekommen sind, 1746 am Monat März, vom Monat April, leider noch keine Chiffre 4, aber 1746 spannend engem Monat, an 2728 op EU geguckt, wo den Chômage geworden ist. Das ist davon auszugehen, dass diese Monat an die nächsten Monate die Zahlen durch Nachwerten stark klammen. Und dass die Leute, ob man will oder nicht, die sind einfach von dieser Krise, die haben eine Situation, wo sie nicht mehr wissen, was für eine Garantien dann so sind am Chômage, wo es schwer wird, gehen an die nächsten Monate Arbeiten zu planen und sie auch wissen, dass der Chômage an der Regel hier im Land EU bedeutet. Dafür meine ich, muss man wissen, dass man schon ein ganz paar die Leute auf der Strecke lösen. Auch die Leute an der Kurzarbeit. Was eine formidable Sache ist, dass man die Leute an die Betriebe halten, sie kriegen 80%, es darf nicht in 100% vom Mindestlohn gehen, wo wir extra begrüßen, dass die Regierung mit den Gewerkschaften einen Konsens fand, für diese Lesung zu machen, dass kein darf in 100% vom Mindestlohn Kurzarbeit kriegen. Aber auch hier muss man wissen, dass für viele Leute mit kleinen Paien, 20% Männer an der Pai, dass das große Probleme für die Leute bleiben. Und die Leute sind auch zumindest zum Teil auf der Strecke bleiben. Und ich mache noch einen Appell an die Regierung, für dass wir weiter gucken, dass die Kurzarbeit, dass die über die Distanz weiter finanziert. Es gibt auch die kleinen Mittelbetriebe und die Independenten sind auf der Strecke geblieben. Ich meine, es wäre falsch, dass die Regierung für eine gewisse Zeit dort Baumärkte abgemäht hat und die kleinen Geschäfte müssten so bleiben. Wir konnten das nicht verstehen, dass als Premier auf eine liberale Partei angehört, dass die erste Priorität international Schänequote für Geschäfte aufzumachen an die kleinen Geschäftsleute müssten so lesen. In Deutschland haben zum Beispiel uns umgedreht gemäht, haben sie die Kleinen abgemäht und so die Groß zugelegt, hat zu Lützeburg schon mehr den Kontra gemäht. Aber wenn ihr da gesagt, how das gesagt ging, dass vieles für die Independenten gemäht ging, mir das alles nicht mehr etappeweise kommen, an der Stelle fest, dass wir auch vielleicht die Politik für den Herr Engel für gesucht hat, die den Herr Dan Kersch auf einem Facebook oder einer privaten Matte gemäht, was da seine Meinung war. Vielleicht war die Facebook mehr ehrlich, wie die so offiziell als Minister gesucht hat, für ihn durch die Mittelstand und die Independenten hier gefallen ist. Die Politik hat nicht darauf reagiert, der Staatsminister hat sich nicht davon distanziert und das davon unzuholen, dass auch die Regierung zumindest am Anfang die Politik gemäht hat, die Herr Dan Kersch gesucht hat, eine ganz zaghaft Etappen für Etappen eben etwas gemäht hat, was positiv ist, aber wir wissen, dass auch nach den Maßnahmen viele Mittelständler und Independenten nicht dürfen über die Distanz kommen. Gestern hat der Mittelstandsminister ein Kommuniqué gemäht, wo eine ganze Reihe von Zahlen an Maßnahmen abgefordert hat, was der Mittelstand, was der Staat für den Mittelstand gemäht hat, was richtig ist. Und das gesagt geht, es bleibt keiner auf der Strecke. Wir werden da auf der Strecke bleiben. Viele Betriebe kriegen nur Wochen, kriegen die Antworten, dass sie nicht eine Unterstützung kriegen. Die Betriebe haben aber eine Woche lang warten, für eine Antwort zu kriegen, und auch Betriebe. Die haben gesagt, sie kriegen, aber sie haben aber noch kein Geld gekriegt. Wir haben gestern Nacht bei einer Party Leute nur gefragt, die haben von März bis heute noch keine Indemnität gekriegt, ob schon sie ein versprochen. Auch Doktoren, die am März und am April große Leistungen gemäht haben für das Gesundheitssystem, laufenden Jahr, haben heute noch keine Suche gekriegt
wie dat vom Monat März der Fall war. Und dürfen so aussagen, wie die von mir Dan Kercher noch vom Wirtschaftsminister, dem neuen Mer Fayo, den am Fond sieht, dass ein intelligenter Patron Lono der Krise soll den Leid Kongé gehen, meine ich trägt nicht dazu bei, für eben die Situation zu lesen. Wir gerade lo brauchen Betriebe Leid an gerade lo diskutiert, ob in der Kongé kollektiv nicht soll verlieren, wenn dann aber ein Wirtschaftsminister hier geht, und er sieht, Betriebe sollen Lommel de Leiit Kongé gehen schmengen, dann ist das schon egal stark steckt. Kollege Laurent muss heute an dem Zusammenhang ein Question parlamentär gestaltet. Erlässt wurde der Präsident, dass sind Geschäfte, die Lorem können opmachen mit total Restaurations- und Cafetien können nicht opmachen. Schon die letzte Mail an der Kommission, wie man mit dem Büro, Präsidentenkonferenz, mit dem Staatsminister und dem Minister zusammen war, gefroht, schon doch kein klare Antwort geht. Und ich habe mir wirklich erwartet, dass der Staatsminister hier ein klare Aussage machen, was den Horresco-Sektor gemäht. Es gibt eine Katastrophe, wenn diesen Sektor nicht kann kurzfristig opmachen. Es gibt keine Ursache. Es gibt keine Ursache, für das die Restaurationskaffee und Hotelbranche nicht können opmachen. Als Deutschschnupperen haben dezidiert, dass bis zwischen dem 9. und 22. Mai Gastronomie opmischt. Das Saarland sieht 4 Peisten, und Österreich sieht den 15. Mai geben sie abgehen. Wir hier zu Lützeburg machen nicht ob wir lassen hier zu, aber wir lassen den Sektor voll wieder die Wand laufen. Ich meine, es gibt keine Ursache. Wir können Leute können mit Geschäften gehen. Sie können mit dem Auto fahren, sie können sich privat treffen, sie können sich draußen treffen. Sie können an die Schule, gehen an die Schule, wir machen Sport, wir machen Kultur. Wir just Restaurants, Cafés dürfen nicht abmachen, aber wir machen dürfen, Herr Präsident, einen dringenden Appell hier und die Regierung, für das sie als Café, als Restaurant spätestens den 25. Juni können abmachen, für das sie führenden Peichtvakanz an den Peichtweekend können davon profitieren. 25. Mai, Entschuldigung, ich habe mich verschwärzt. Sie froh, Herr Staatsminister, dass er mir so aufmerksam lauscht und dass er mich korrigiert hat, dass ich den 25. Mai gemeint habe. Es bleibt nur noch Schluss zu hoffen, dass man so gut gelauscht hat, dass er doch noch macht und ich so nicht dafür merci. Herr Kartheiser, die Wort. Vielen merci, Herr Präsident. Herr Präsident, ich kann nicht verstoppen, dass es mich wundert, dass als Kollege von den Piraten so einen Text präsentieren. Ich erinnere mich, dass die Partei angetreten ist, für die Grundfreiheiten anzutreten, haut also die Partei, die einen Text vorlegt, für die Grundfreiheiten anzuschränken. Das ist ein Dokument, das sich auch als Rolle in Europa komplett verkennt. Das ist ein Dokument vom vorauseilenden Gehorsam, wie als deutsche Kollege gegen so. Was wir erwarten in der Regierung, das ist für zu Brüssel nicht so. Das hat passt legal. Am Gesundheitssektor hat die EU keine Kompetenzen. Auf welchem institutionellen Szenario soll sich das überhaupt aufspielen? Wann Lützeburg Courage hat und sich gegen zu dem bekennen, was ja hier anscheinend gewollt ist, da sollen sich am Konseil überstimmen lassen. Da soll die Regierung hinkommen und so, wir gekämpft für die Freiheiten. Wir haben gekämpft, aber wir sind überstimmt gehen. Da weiß echt entschieden, wo die Regierung steht. Als zweitens wissen wir, was die Europäische Union für ihren Charakter an dieser Frage hat. Das ist auch ein Naivdokument. Ich will euch ein paar Beispiele nennen. Da steht hier, wir sollen die Interoperabilität von so einer App mit den EU-Partnern garantieren, die auch eine dezentrale Datenspeicherung haben. In Frankreich, von denen wir gerade hören, das will eine zentral. Was sollen sie dann zu Paris, wenn wir so eine Frontalier oder so? Wo welchem System hängen die dann auf, weil die Franzosen keine Dezentralspeicherung haben? Auch für allem wird eine Naivität, weil sowohl eine Zentralspeicherung wie eine Dezentralspeicherung sind nicht sicher, was den Datenschutz angeht, an Privatsphäre. Auch bei der dezentralen Speicherung kann man retracieren. Auch da geht es Gefahren für die Wie dann, Herr Kartheiser, können wir das mathematisch erklären? Weil können wir vielleicht dafür sorgen, mit meinem Hintergrund wissen, wie es nicht. Das ist nicht in der Bracht gehen. Dann der Zweite ist, an diesem Text steht etwas, wo ich mich einfach aus logischen Gründen kann darüber wundern. Hier steht, keine Zentralspeicherung von Daten zu erlauben, die Personen identifizieren können. Ja, mit dem Zweck von der Warnung ist die Identifikation. Weil wenn ich will warnen, muss ich können identifizieren. Also aus der Teildach, und das ist eben ein unlogisch Unhöhl. Dann das nächste. Sicherstellen, dass
Donnneen och anonymer nimme mam expliziten Akkor vom Utilisateur kënne gedeelt gehen. Ja, entweder das in anonym oder kann in den Utilisateur frohen op den D'accord ass, dann ass net anonym. All der Sache nach was dat Realität an dieser Sache. As ganz einfach die Hai. Et gëtt keng Sicherheit weder bei zentraler noch bei dezentraler Datenspeicherung. Et gëtt keng Anonymität. An Australien hun se lo Modell ageféiert, zwar die so anonym an gëtt immer no Klassen agestuft. Altersklasse muss in ugin Telefonsnummer a Postcode. Dat as eng Anonymität, von der man jo kënne wissen, wat ze wert ass. Mi hunn haien Dokument leiien, wat mir net matro mit runnnen net matwell meiser Position trei bleiwen. Mir wëlle kein elektronischen Tracing, mir wëssen, dat man do an den Iwerwerchung staat gi. Wa mein kasoe Monster afheieren, wëss man net wat mat geschieet. Ha hun verschieden as sinn ugetrude wie ze so mir wëllen eng zeitlech Beschränkung, wir willen net dat einer Krankheiten drop kommen. Als jede Rese englisch Prinzipie, wo gleichzeitig ha weis dat den ëmfeld ënner dem geringsten Druck de kënnt. Für das joch dat, dass dat ëmfale wat mech heich steiert, wann net un europäischem Niveau gewünscht ass. Ja, dann ass et schon i freiwillig. Dat ass et kein freiwillig geht, freiwillig gezwungen. An do hätte mir ger eng Regierung, die opsteht, er seht mir machen dat du net mat für eise die Grundwerter, de Schutzener Privatswert, de Schutzener Bewegungsfreiheit. Dat ass einfach der Wert, dat man géint den europäischen Druck ugin. An los Dich iwwer stimmen Herr Bëttel oder Madame Gesundheitsminister Cheno den aW im Konseil dat ass erweist da dat er fir déi Freiheit assteet, vun der so géint ze nach Heichalen. Mir als se se chlor, mir se géint eng Tracing-App. Es so nicht mehr. Merci vielmals, Herr Karteiser. Den Herr Klümmer will dich aber da eng vorstellen. Ich wollte Herr Karteiser frohen, wéi eng Hüdlo. Pardon, Herr Präsident. Den Herr Karteiser huet lo 4 Minuten drüber geschwärzt, wat alles net an dieser Motion steht. Und ich wollte frohen, ob man dann auch 4 Minuten Zeit hat, für die Motion zu lesen und zu verstehen, wie Freiwilligkeit dann lo e Bemol soll zum Zwang gehen. Ich habe nicht logisch, weil man sich auf Logik basiert, nicht verstanden. Dafür, Herr Karteiser, ich gebe ganz gerne wissen, wie dann Freiwilligkeit zum Zwang geht. Herr Präsident, dat haien as lo e Kur a Logik fir als Piratekollege. Es schon eng Motion die Pirate fir kurzem ha tabléiert hunn an de Schlesen ech Nummer Sätz 4, wen als Echte versteht, gewënnt eng Pizza mat mir super Restaurant mopse. Laustat moll no wat as Piraten o Logik produzéieren. Aus dese Gründe invitéiert Deputéierte Chamber Regierung keng obligatorisch Tracing-App seitens der Regierung zu Lützeburg zuzulassen. Ja, ass se da lo obligatorisch seitens der Regierung oder wär das die genaue Interpretation für diesem Satz? Auch bei volontären Applikationen seitens der Regierung keine Zentralspeicherung von Donnnien zuzulassen, wann sie dann obligatorisch ist oder privat, also dann erlaubt. An so eng Partei, die an 2 Sätze 4 logisch Widersprüche produziert, braucht eis nicht zu frohe, wie Logik produziert wird oder wie sie zu interpretieren ist. Herr Klimmer, ich gehe später zurück an die elementäre Logik. Dat man de Findel, die moderne Euroregär mit seiner ganzen Infrastruktur auch am Cargobereich durchstoßen haben, mit all seinen solchen Arbeitsplätzen, darüber kann man froh und höflich sein. Daher ersicht Evaluieren von immenser Bedeutung und sogar von nationaler Bedeutung. Los mich für anzufangen, dann aber ein paar Wörter so, ihr wird die Wurzel an der Spitze von unserer nationalen Fluchtgesellschaft. Nachdem der Luxemburg-Direktor von Bislo, den Herr Adrian Lein, kurzfristig angekündigt hat, für eine Pension zu gehen, über den Lummer Herr Gilles Veit in hege Staatsbeamten Truder. Die geht wenigstens sein Posten von der Gestion, von der Logistik am Kader von der Covid-19-Krisenzeit ab. Der Mann hat zwar Ökonomie studiert, aber ob der Mann von der Aviation auf ein Management an der Privatwirtschaft etwas kennt, das wird sich noch müssen beweisen. An dem Kontext für seine Ernennung erlaubt man zu frohen. Ich froh. Hat ihr nicht müssen eine Pension sichern, die ihr Profil hat an dem Bereich von der Aviation, vergrad an diese schwierigen Zeiten vervierdeel gewesen wäre. Ich brauche nicht zu sagen, dass der darüber behält, dass Luxemburg
kompetent gefordert gëtt. Lo stellt sich aber die groß froh, wat mat der Nomination bezweckt gëtt. Gëtt dummer doch schon eventuell eng definitiv Verstärklichung von einer nationaler Fluchtgesellschaft an Wehr gelegt, dat van e wees, dat de Stadelo aktuell schon um ganz 60% von der Perre rundhält. Für der als der Ballefall wichtig, dat die Regierung an dieser Frau so sehr wie möglich Verf bekennt. Zweet froh, die sie stellt, hätte ich müssen diese Chefposten mit einer Ausschreibung machen. An der zivile Assoziation, als wenn es der Covid-19 mit einzelnen Einschränkungen auf den Flughäfen, gerade wie an der Maschine von den jeweiligen Fluggesellschaften zu rechnen. Auch an Fliegern im Moment am Passagierbereich nach größtenteils um Boden sind. Das dürfte sich wahrscheinlich nur im Juni ändern, nur der akute Phase von dieser Krise. Da dürfte noch aber auch weitere Restriktionen gelten. Und da könnte es mehr anstrengend gehen, für in der Zukunft zu fliehen, zum Beispiel durch Strophe auf Mundschutzmasken, über die Wohl an der anderen veränderten Bestimmungen bei den Fluchtreisen. Froh als sei, gehen jetzt schon die Überlegungen an die Richtung, wie das ausgesieht an, also doch aufgeschwärzt mit anderen Ländern als Fluchtgesellschaften. Der letzte Jahr reist er, da das gewusst, und man Flieger lese sich gut durch das Weltreisen. Mehr als RDR sieht für die Weiterbestehen von der Reisfreiheit, die auch an Zeiten nur der Corona-Krise muss erhalten bleiben. Der die hält darauf, dass die Reisfreiheit muss weg der persönliche Choix bleiben. Und merci zum Schluss nach und den Herrn Serge Wilmes für das Aktualitätsstunde. Und erlaubt man nach Schlusswort, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Bemerkung, die Gott sei Dank nicht umgesetzt werden, sonst hätten wir an dieser Corona-Zeit mich schlecht gestanden. Die erinnere dich, es waren die Ring, die übrigens in 2000er Jahren aus dem Findel just nach nicht mehr wollten regionalen City-Flughafen wollten mehr. Und dabei haben wir Gott sei Dank der Prosch von der Bodenkontrolle nicht an eine deutsche Firma ausgelagert, so wie das der zuständige Grängelminister François Bausch durchsetzen wollte. Aber durch das Projekt, wenn es den Widerstand von den Gewerkschaften hat, müssen abgehen. Die Regierungskoalition ist gut beraten, in Zukunft man noch auf die Grenze lauschen, sonst könnte man manches schief ausgehen. Ist so nicht, merci für ein Nachlauschen. Ich wollte am Namen von der ADR just mal ein paar Mythen abraumen an für ein paar Fällen warnen. Der nächste Mythos, mit dem wir müssen abraumen, ist, dass man ohne die Gambia-Regierung nicht so gut gehen durch Stohe für die Krise zu meistern. Wenn ich den Brief vom Kollegen Gamania gesehen habe, Brüssel, da schreibt er zweimal auf den Seiten 3 und 5. C'est grâce à la situation budgétaire favorable que les gouvernements actuels et précédents, ONIS, ont su établir au cours des dernières années que le Luxembourg dispose d'une base solide, und so weiter. Auf der Seite 5 n'est selbst pourra bénéficier des marges de manœuvre budgétaires que les gouvernements actuels et précédents, ONIS, ont su dégager. Das ist ein Mythos. Sobald wir halt zu Lützeburg gegangen sind, von den Maastricht-Kriterien, 4 und 2 Jahrzehnte, war ein Konsens, ein parteiübergreifender Konsens, hier am Land, dass man für die 30% Defizit PIB als Irrwischlimit angesehen. Weil wir ein kleines Land sind, weil wir eine kleine Ökonomie haben, haben wir damals gesagt, parteiübergreifend, wir brauchen Sput. Und das soll einfach unerkennen, dass heute ist eine Erfindung von Gambia, dass man das grâce à tous les gouvernements précédents, mat es, en accord avec les oppositions, mat es, dass wir da sind, wo wir sind. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Es geht also heute nicht durch, froh zu sein, dass man nach 31% Defizit leihen. Nee, wir mussten als die Sputnis erschaffen, erkämpfen, für die nächste Krise, an die könnt garantiert. Sie hat eine Pandemie, sie hat eine Finanzkrise, sie hat eine Wirtschaftskrise, für auch die nicht können zu evaluieren. Und da haben wir eine Partie
Frohe gestellt. Erstens. Das Regierung an noch andere Federn sind nicht immer gut am Spuren. Tendenz als ganz natürlich do was suen do sind, will suen verdelen. Schulden, die man abgeholt haben man nie an Kapital remboursiert, wo man Zinsen bezahlt. Ich weiß, Gebetsmühlen echt, ich weiß, dass der Santa Joren darauf hin, dass das keine gute Weg ist. An Haut natürlich ist die Versuchung noch viel mehr groß. Weil wir ja mal keine Zinsen, wir müssen bezahlen, am Contraire, wir gehen remuneriert für Lehnen zu gehen. Aber auch so oder so müssen die Prämien, die Kredite irgendwann von zukünftigen Generationen remboursiert gehen. Und dafür so mir klipp erklären, Flucht an Schuld als nicht der richtige Weg. Zweitens, wir müssen uns bewusst sein, dass Steuereinnahmen werden raufgehen, vielleicht sogar abbrechen. Und da muss in der ganz seriös prinzipiell die staatliche Ausgabenpolitik auf den Leg stellen. Ja, wir sind alle dafür, dass gewisse Investitionen für gefördert gehen. Jeder hat seinen politischen Dada, den er will, gefördert haben. Mir ist das evident, dass der Staat verschiedene Budgets muss kürzen oder sogar ganz aufschärfen. Für uns als RDR ist es evident, dass der Staat sich soll auf Care-Aufgaben kümmern, an die dann einfach gut meistern. Ich komme kurz darauf zurück, was das Gesundheitswesen angeht, anstatt Gimmicks zu machen, nice to have, Nation Branding, Gott weiß was, Sachen, die furchtbar viel Suche kosten, an die nicht zu der Care-Aufgabe von unserem Land gehören. Lokal natürlich versuchen, da sind das Leitmengen, das ist auch schon geklungen, Defizit, Verschuldung, könnten durch ein Haus von Steuern aus der Welt geschafft gehen. Und auch hier denke mir als der wie andere auch bannen, au contraire, aber wir werden als Partei auch zukünftig alle neue Steuern und auch alle Steuererhebungen auflehnend gegenüberstehen. Für uns ist die Flucht an Steuern auch ein falscher Weg. Ich würde zu den Schiffern, ohne sie zu wiederholen, wir sind der Meinung als RDR, dass die Ausgaben für die Krise unerschädigt sind. Und dass da viele Punkte muss seriös noch gebessert gehen. Und da sind ich bei dem zweiten Mythos, den wir heute müssen bloßstellen, mit dem wir müssen abräumen, der Mythos, es geht kein am Rehstehen gelos. Doch viele hier am Land stehen am Rehen, sie stehen am Schlauen reden. Ich will nicht ein paar Beispiele mitgebracht. Es redet am Moment aus dem Wirtschaftsministerium Decision de Refus für die Hölle von den fantastischen 5.000 € non remboursabel, die Betriebe Bluttätigkeit hätten an diese aufgelehnt kriegen. Aber für was kriegen sie aufgelehnt? Aus verschiedensten Gründen. Ein Grund ist, il a été constaté que votre entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale qui n'a pas été obligée de fermer son établissement ou d'arrêter ses activités en application des mesures und so weiter. Und dann nach ganz lebt Opforderung, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation, das ist nicht einmal en réformation, par voie d'avocat à la Cour en disant 3 mois au tribunal administratif. Natürlich gibt es Entreprisen, die tun müssen zu haben. Aber sie müssen zu haben, weil sie ganz einfach nichts mit zu tun hatten. Eine Firma, die sich spezialisiert auf die Organisation von Evenementen. Was hätte die noch sollen schaffen, wenn keine Evenementen geben? Zum Beispiel. Ein anderer Grund von Refus war keine Handelsermächtigung. Und ich habe das hier am Haus schon gesagt. Und ich dränge wirklich darauf, dass das ein Kino geguckt wird. Es gibt Entreprisen, die Leute beschäftigen, Sozialaufgaben bezahlen, Steuern bezahlen, die eine licite Aktivität tun, an die keine Handelsermächtigung haben, aus dem einfachen Grund, weil sie keine Handelsermächtigung brauchen. Die kriegen aber nur die Hölle von 5.000 € refusiert. Ein Beispiel, ein Ponyhof. Ein Ponyhof braucht keine Handelsermächtigung. In einem konkreten Fall gibt es Diskussionen vom Exploitant mit dem Ministerium, die gesagt hat, nee, der Kabarett, die braucht keine Handelsermächtigung. Und dann vorher später seine Krise, da hat gesagt, du kriegst das geholfen, weil du hast doch keine Handelsermächtigung. So kann es nicht sein. Gott sei Dank, als du die zweite Mesure kam, die zweite 5.000 für die Periode 15. April bis 15. Mai, die ausgeweitet geworden Betriebe bis 20 Leute, wo durchgeht,
Du muss net hun missen zo machen, wo du geht eng Pertumschiffe der Fairgehalt zu 50%. Mir ich froh mich wat wenn der Herr FD erweitert Kriterien. Net auch op de Betriebe und die echte Mount gemerk an die duchte Sift gefallen sind. Da kind viel von den Leid kliwen retten. Kurz selbst. Das gesot gi mat recht, et goufen avance bezuelde Betriebe, die viel kurselbig tun. Dat war gut, dat war richtig. Mit goufe keng avance bezuelt. O ganz Kleinbetriebe, die kurselbig tun. Wo Patron nu mis den Pai 4 Strecke, wo se haut nach Ke Frank remboursiert Quote. An die loweg aggraf finanziell Liquiditätsprobleme kommen. Och do muss es gemerkt. Mir hun heiere vu den Doktoren, die an de Centre avancé de soins schaffen, die mat recht gelouf gin vun der Gesundheitsministerschaft vun allen Mënsch fir hier gut äbecht, dat ze do schon am März an den Centre avancé de soins geschafft hun, wis dat bis haut nach Kesu krit hun. Man net eng Pa oder eng Remuneration fir März, die hun die Haut an net. Dat ist ganz einfach inakzeptabel. Bref, den Franz Fayo so dans Paper Jam, les socialistes sont pas fâchés avec les entreprises. Darüber muss ich antworten, ich zertifiziere dich, dass das umgedreht nicht wahr ist. Wenn ich da schon bei einem sozialistischen Minister bin, ja, die fand das die Misere ist. Das ist ganz flott, das wird Leute ganz interessieren. An der Kaffeebar so, wir müssten weiter mehr an das Gesundheitssystem investieren. Das ist richtig, das begrüßen wir. Aber wodurch ist unser Gesundheitssystem nicht gut aufgestellt? Seit 2004 haben sukzessiv sozialistische Gesundheitsminister betten zu einen Ruf anstatt abgesät, an das trotz einer Bevölkerungsexplosion. Für was hat am Anfang müsste gesagt gehen, Masken helfen nicht. Minister Schlehner hat dann selber gehen, öffentlich. Wir hatten keine Masken. Da stellen ich mich froh. Für was hatten wir keine Masken? Es ist eine gute Präventionspolitik. Dass irgendeine Pandemie kommen, ist aber klar. Ich meine, es gibt schon viele Pandemien. Es ist die erste Pandemie seit Menschen gedenken. Für was war den Totale bleibt daheim nicht? Man wenigstens Mangel an Betten, Beatmungsgeräten, Medikamente und so weiter. Können wir so das doch ehrlich, die Leute. Wir haben ganz teuer bezahlt, weil man nicht gut aufgestellt wäre. Es sind aber auch froh, die Kernfähigkeit an schaffen, dass dann eine zukünftige Gesundheitsministerin Kehraufgabe vom Staat effizient leden, dass da gut investiert wird, und dass man nächste Jahr besser aufgestellt ist. Hallo, Herr Gesundheitsminister. Den einzigen Lichtblick, den die ganze Krise bringt, ist das Logement. Wenn wir wissen, dass wir Arbeitsplätze nicht schaffen, die das Geschäft gewähren, wenn wir wissen, dass wir die letzten Jahre an der Moyenne 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, dass noch 15.000 neue Residenten mitgespürt wird, weil die Leute mit ihrer Familie kommen sind, aber auch eine andere Immigration hatten, wäre das ein Bedarf insgesamt pro Jahr für 6.500 Logements. Eine Demande, der wir 20 Jahre nachlaufen, die konstatieren wir alle Guten heibannen. Und da ist der positive Punkt, wenn den Emploi zurückgeht, wenn man Männer Immigration und Männer Frontalien plündern, dann hat das vielleicht ein bisschen aufkühlenden Effekt auf die Logements. Demande, und da mal, wie alle Ökonomisten wissen, auf die Logements. Preise. Für aufzuschließen, weil ich will kurz. Da der fordert die Regierung ab. Los kein am Rehstuhl. Besser Telefon noch. Leiert eine Kehraufgabe vom Staat zu investieren, an Platz Gimmicks, an nice to haves. Notfallbetten sind mehr wichtig wie Filme, die produziert für den Terrain. Baut nicht Defizit auf, aber baut nicht Sput ab. Für das auch die nächste Krise evaluieren können. Die nächste Krise kommt, tro ist das ab, tro ist just wenig. So nicht mehr.